Guten Abend miteinander, Bouillie Hans-Peter. Heutiges Thema, der Zusammenhang von Gölle und Margot Feuti. Auf den ersten Blick hast du das Gefühl, das sei das Gleiche, aber der Göllen ist nur eine Kunstfigur von Jingje. Der Jojum hat ja auch die gleiche Frise wie der Mark Walder. Sieht ja eigentlich so aus. Und der Feuti, das ist ein Rebell, oder? Der hat eine Gang von Freiheit und so. Jetzt, wie merkst du den Zusammenhang als normaler Konsument? Wenn innerhalb von einer Woche 5 Jojosse Berichte über den Göllen kommen und der Margot Feuti hat das Mut, dann kannst du davon ausgehen, sie müssen wieder mal ein bisschen Umsatz machen. Sie gehen natürlich subtil vor, oder? Zuerst kommt mal ein Jojosse Bericht über den Göllen, die Frau sei ihm davon, geht ihm nicht gut, er hat abgenommen, der ist ein bisschen Mitleid, weil er kann ja sich nur mit Komponieren jenken. 2 Tage später berichten sie, der Göllen hat beim Einkaufen im Coop schon ein neues Modell lernen können. Und weil es der Teufel sei, auch am Aufnehmen von einer neuen Platte. Dann merkt der Konsument schon mal, Moment, das stimmt doch etwas nicht. Du nimmst ja nicht ab, weil die Alte davonläuft, sondern weil der Junge zuläuft. Und noch 2 Tage später kommt schon der Vorverkauf von einer Goyojosse Gig im Stade Suisse, wo der Göllen die Vorgoyojuppe vom Boxer Klitschko ist. Aber nur mit harten Siechen ansprechen, dann machst du natürlich zu wenig Umsatz. Darum muss auch noch ein Liebeslied haben, das im Blick Goyojatis oben runterladen kann. Was muss jetzt also ein junger Musiker machen, der Erfolg haben will? Er muss sich zuerst mal im Yin Uso-Jum vorstellen. Dann muss er beim Lebensmittel einkaufen, an der Kasse ein bisschen schäken. Bei den Coop-Verkäufern ist jetzt im Moment nicht mehr frei. Aber im Migros oder im Denner gibt es so schöne Modelle. Jetzt, falls der Göllen wegen diesem Berichtli hier hässig wird und mir eins auf die Schnur gibt, dann können die vom Blick ja nicht positiv überberichten. Dann müssen die armen Käben schreiben, ja, der Göllen sei cool geblieben, aber ein gewisser Margot Feuti hat einem gewissen Mike Müller eins zingiert. Das kann mir ja gleich sein, ich bin ja Bouillie Hans-Peter.